Ja, hallo, werte Zuschauer vom gepflegten Planeten wiederbeleben. Ich wage mich an ein neues Spiel an, das nennt sich Green Project. Pixel Art ist ja heutzutage voll in. Und um was es da geht, ich würde sagen, das schauen wir gerade direkt an, ohne da grosse Ansprache zu halten. Ein neues Spiel. Und los geht's. Da sind wir in dem lustigen Schiffli. Und das ist wie unschwer zu erkennen die Erde. Und das ist unsere Rettungskapsel, die fliegt auf die Erde. Und was wir jetzt da genau erleben, sehen wir da noch in Textform. Das könnt ihr selber lesen. Ich bin nämlich zu faul, das vorzulesen. Also kurz zusammengefasst, wir sind irgendwie im Weltall vergessen worden. Das Raumschiff hat jetzt automatisch die Erde angesteuert, das schickt uns zurück. Wir landen da, mit aber feststellen, dass die Erde sich irgendwie verändert hat. Ziemlich tot aussieht. Okay, also wir sind uns nicht sicher, hat sich der kompliziert, ist das wirklich die Erde, es ist heiß, es ist trocken und ich bin nackig, mit Ausnahme von einer wunderschön sexy Unterhose und einem irgendwie zu gross geratenen Kopf. Egal, also, das ist unsere Rettungskapsel, die ist ziemlich tot. Da ist eine Leiche. Nein, der wunderschöne Stimme hat irgendwie so ein Robot. Okay, ich plündere die Leiche mal. Warum mache ich das zuerst? Weil ich die Hose haben. Nicht nur, weil es besser aussieht, sondern auch, weil die Hose noch zusätzliche Plätze gibt, wo ich etwas kann, lagern kann. Und das mache ich jetzt zuerst mal als erstes. Ich kenne es schon ein bisschen, oder? Ich habe es schon angezockt. Jetzt gibt es überall noch Tutorial-Tipps, wie zum Beispiel der Thymian, der da wächst. Das Wichtige ist, die wachsen da so grüne Zonen, wo es ja irgendwie nicht mehr oft gibt. Dann haben wir noch das Feld, da macht uns auch darauf aufmerksam, dass man da Felder anlegen kann. Das ist ja eigentlich nicht wirklich spektakuläres. Dann haben wir da ein Häuschen, das soll unsere Basis werden. Und da gehe ich jetzt zuerst mal rein, damit ich noch die restlichen Kleiderstücke an mich nehmen kann. Ich sehe, die Schuhe geben zum Beispiel einen zusätzlichen Slot im Inventar. Da macht das aufmerksam. Ich tue das nachher dann erklären. Kommt das schnell durch. Weil ich glaube, genau da haben wir noch ein zusätzliches Kleidungsstück. Der letzte Werkzeug komme ich nachher darauf zurück. Das lasse ich einfach mal dort rein dran. Dann legen wir das an. So, jetzt habe ich all die Kleider, die man so per Start looten kann. Entsprechend auch das ist die Kochstelle. Dann haben wir hier noch so einen Küchentisch, wo man Tiere ausnehmen und zubereiten. Das ist auf den Schrank, wo man Ware rein tun oder rausnehmen. Ich denke, ich nehme jetzt gerade mal alles raus, um den Garten herrichten. Auch den Werkzeug her, den nützt mir im Moment nicht. Alchemietisch ist halt auf der Werkbank oder eine Bank, wo man Alchemie, chemische Sachen herstellt, plus Werkbank, die halt für alle möglichen anderen Rezepte nützlich ist. So, jetzt habe ich am Anfang natürlich nicht wahnsinnig viel Platz, um mein Zeug irgendwie aufzustellen. Ich würde sagen, ich mache da mal
Ich habe Wasserflaschen habe ich zum Trinken, etwas zu essen habe ich am Anfang auch. Und das sind die ganzen Werkzeuge. Dann da mal raus. Dann tue ich nämlich da mal alles, was irgendwie mit Futter zu tun hat, in die Kiste. Dann da ist das Wasserfass. Die steht im Gebäude, ist natürlich relativ dumm, weil im Gebäude kann es sich nicht mehr auffüllen. Kochstelle haben wir schon gesagt. Ich würde sagen, dann mache ich das zur Kiste, wo ich all mein Material rein tue, so Crafting-Material. Chemiestation habe ich im Moment nichts. Ich jetzt mal die Werkzeuge braucht man oft, je nachdem, was man für ein Rezept herstellt, braucht man anderes Werkzeug. Das ist nachher von den Werkpunkten der Rezept aus triggert. So, dann tun wir mal all die Sachen da unten rein. Die Schnellzugriffsliste kennt man ja. Das ist genau wie in einem anderen Spiel. Also, weil es relativ lang geht, bis jeweils das Zeug wächst, will ich als allererstes mir meinen Garten machen. Ich habe ja 10 Maissamen habe ich per Default bekommen. Die will ich jetzt da mal setzen. Landwirtschaftsfelder, generell Felder, wo man etwas pflanzen kann, das betrifft auch Sträucher und Bäume, sind die da so ein bisschen speziell markiert sind. Das sind dünnte Felder und nur auf dünnte Felder kann man das herstellen. Damit ich jetzt aber noch etwas setzen kann, muss ich zuerst noch beackern. Das machen wir jetzt da. Und zwar 10 Felder an der Zahl für 10 Samen. Ist irgendwie einleuchtend. Dann nehme ich die Samen, die werden gesetzt. So, und zu guter Letzt muss man die aber auch noch gießen. Dann verändert es die Farbe, man weiss, es sind gegossen und dann fängt der Wachsprozess an. Und ich glaube, meist geht so 3 bis 4 Tage, bis das Zeug ausgewachsen ist. Bis dahin muss ich mich mit anderen Sachen zufrieden geben zu ernähren. Jetzt schaut man da schon durch, was das umliegt, das Baumaterial. Jetzt gehen wir schnell blicken mit F, oder das habe ich jetzt so konfiguriert, ich glaube standardmäßig ist eine andere Taste, kann man rauszoomen. Ich denke, ich mache meine Landwirtschaftsbereich mache ich irgendwo da hin. Spielt momentan nicht wirklich so eine grosse Rolle. So, dann wir durchlooten, da ist nichts. Thymian, die Spritze kann ich schmeißen, die brauche ich jetzt nicht mehr. Dann haben wir da noch etwas für Äste. Die habe ich schon gelootet. Das Schild. Okay. Das scheint von dem Ziel, das da vorher aufgehängt war. Dann haben wir noch, ich glaube da unten jetzt noch das Auto und dann haben wir so die wichtigsten erste Sachen gelootet. Stein. Und Nägel. Sehr schön. So, ein paar Steine die ich noch looten, die kann man brauchen. Dann das da ist noch wilder Thymian. Nehme ich natürlich auch gerade. Und zwar tut man Pflanzen mit der Sichel ernten, macht soweit ja auch Sinn. Da haben wir auch noch Thymian. So. So, dann haben wir alles gelootet. Schmeißen wir das mal da rein. Und dann Thymian. Sehr schön. Also, jetzt komme ich noch schnell auf einen weiteren Spielmechanismus zu. Das ist dann sieht man die ganzen Werte. Gesundheit ist klar, Durst, Hunger. Und das ist die Verstrahlung oder die Verseuchung, die ist jetzt so bei 2. Und Müdigkeit, die ist soweit noch okay. Jetzt zum Verstrahlung reduzieren muss ich Thymian-Tee konsumieren. Oder es gibt im fortgeschrittenen Spielverlauf auch noch weitere Getränke oder Spritzen oder was auch immer. Thymian-Tee, Thymian, Wasser und Mörser. Und ich denke darum, ich glaube für Mörser brauche ich ein Messer. Macht es Sinn, wenn ich jetzt als allererstes einen Mörser herstelle? Da haben wir noch einen Schleifstein.
Mörser ist ein Werkzeug, genau. Da brauche ich einen Holzstamm, ein Messer und eine Feile. Das Messer kann ich schon mal rein tun. Das heisst, ich brauche Holz. So. Die Sachen da rein, die ich so aufgenommen habe. Wenn klar Nägel, Metallgitter, Seile, Stoff, Stein, Eisenerz. Ich denke, das ist soweit selbsterklärend, muss ich nicht gross erwähnen. Nägel haben wir jede Menge. Du. Dann tue ich da mal so Schoki essen. Da sieht man auch immer, was der Wert ist. Ich mache plus 30 Futter. Also, dann relativ klar, ich brauche als erstes Holz. Das ist der organische Abfall, aus dem kann man Dünger machen, da muss ich mich auch darum kümmern. Und für Holz, ja, welche Überraschung, man muss natürlich Baum fällen. Mit Holz und einen Ast. Und wenn ich den Strumpf auch noch wegmache, dann gibt es noch ein bisschen organischen Abfall und dann nachher wiederum kann Dünger machen, das haben wir schon erwähnt. Ich würde sagen, ich schleuse zuerst mal ein bisschen Holz. Man sieht da links oben, bei jedem Schlag geht die Müdigkeit runter, oder wird die Müdigkeit zumindest angegriffen. Und irgendwann ist es Zeit zum Schlafen. Ja, jetzt habe ich den Strauchwitsch. Strauch gibt ebenfalls Holz und Äste. Was ich ein bisschen mühsam finde, also teilweise, was heißt teilweise sehr oft ist die Steuerung sehr fummelig. Warum dass ich jetzt jedes Mal muss klicken auf jeden Schlag, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig super, aber okay, gut. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum das auf Bäume fällen muss. Und sobald das eintritt, will ich das auch noch speziell erwähnen, weil es gibt Samen. Und Samen ist sehr wichtig, weil, ich zeige das kurz, ihr seht das Geblubber da, das ganze Startgebiet ist von dem Geblubber eingefasst, und wenn man dort reinläuft, dann tut das gar nicht gut, dass man stirbt eigentlich nach kürzester Zeit. Das ist so ein Pilzbefall, den der daheim gesucht hat. Und zum den loswerden, muss ich Bäume pflanzen in der Nähe. Und wenn dann die Bäume wachsen und sich entwickeln, macht es zum ersten grünen Boden, wo dann auch irgendwelche andere Pflanzen wachsen. Und zum anderen tut es noch den ganzen Pilzbefall loswerden, vertilgen, wie auch immer. Und für das sind die Samen wichtig. Das heisst, solange ich keine Samen habe und die abpflanze, komme ich dann nicht zum Startgebiet raus. Bis jetzt leider Pech gehabt, kein einziger von den toten Bäumen hat einen Samen gemacht. Aber irgendwann wird ein Schein kommen. Also, jetzt haben wir da schon ein bisschen Holz. Sammeln noch mehr. Immer noch kein Samen, unglaublich. So, jetzt ist, der ist schon bei 43%. Ich denke jetzt mal. Ja, ich gehe jetzt mal rein. Das verarbeiten, das braucht weniger Energie. Was noch wichtig ist, oder ich habe gesagt, um die Feuerstelle anzutreiben, braucht man Holz. Das Holz legt man dann nebenan nicht. Dazu tut man sich in die Hand rein. Dann schmeißt man, macht man Rechtsklick drauf und dann ist das Holz drin. Das wird dann automatisch verwendet, sobald ich etwas köcheln tue. Aber jetzt, Mörser haben wir gesagt. Mörser, Holz und die Pfeile brauchen wir noch ein bisschen. Sehr schön, jetzt erkennt es aufgrund von diesen 3 Zutaten. Mörser geht 2 Stunden, machen wir. So, sehr schön. Dann kommt der Mörser in die Feuerstelle und dann wird dann hier ein Rezept erkannt, das ich machen will. Thymian-Tee, 30 Minuten. Im Gegensatz zu allen anderen Werkbänken kocht jetzt allein vor sich hin. Das heisst, ich kann jetzt hier weitermachen. Und als nächstes möchte ich in der Landwirtschaft einen Komposter haben, weil alles basiert auf Dünger, alles, was ich irgendwie machen will. Für das brauche ich das Gitter 10 Brett. Ich muss zuerst mal Bretter herstellen. Gitter habe ich.
Und zwar da. Ist auch da drin, brauchen wir gerade nicht. Nehmen wir schon mal die Nägel raus. So. Für das brauche ich eine Sage. Jetzt habe ich das Holz hier, Glöli. Nein, wo ist das Holz da? Ach, die ist noch da drin, okay. Also, noch einmal Gitterhammer. Ich brauche 10 Bretter und Bretter. Ich weiß es jetzt zwar, ist Sage und Holz. Ich zeige es aber, damit ihr immer seht, wie ich Sachen herstelle. Es ist ein Rohstoffbrett. Braucht das Holz, braucht eine Sage. Haben wir Make it so. Und wir brauchen 10, das heisst, ich mache noch das zweites. Am Anfang braucht man natürlich sehr viel Holz, um alles Zeug herzustellen. Sprich, ich muss schon bald wieder Holz hacken. So, wir wollten einen Kompost machen. Am besten mache ich gerade 2. Holz, ich lasse jetzt mal den. Der braucht Holz und Gitter, gibt einen Komposter. So, er muss schon, dass er Durst hat. Das ist natürlich völlig recht. Also geben wir ihm etwas zu trinken. Ich werde jetzt aber noch den Komposter aufstellen. Und für das muss ich noch einen Platz machen. Jetzt muss ich schnell überlegen, also wenn ich da hinten die ganze Farm mache. Den Kompost muss ich jetzt nicht so super nah dran haben. Ich brauche einfach etwas zum Lagern und dann das Saatgut herstellen. Aber ich denke, ich mache die doch gerade hier in der Nähe. Weil dann habe ich auch gerade alles zur Verfügung, was ich brauche. Machen wir da unter den Fenstern, damit es so schön aus dem Fenster raus stinkt. So. Ein Komposter, da macht man den organischen Abfall rein. Ihr seht, das ist die Steuer ein bisschen fummelig. So. Tack, tack, tack. 5 Stück, der ist jetzt da beschäftigt, Kompost herzustellen. Dann all das Gras, das ich gerne mal da zwischenlagern. Passt. Jetzt ist der gute Kerl recht Mühe zu messen, aber ich glaube in nächster Zeit nicht. Das braucht man natürlich am meisten in der Küchenzubereitung. Das heißt, wenn ich jetzt einen zweiten Komposter mache, und das würde ich sicher machen, muss ich da noch weitere Bretter herstellen. Wieder Gitter und die hergestellten Bretter. Aha. So, das hat er jetzt nicht fertiggestellt, weil Müdigkeit ist auf 1. Wenn sie auf 0 fällt, dann wird er nicht nur zickig, sondern er verliert tatsächlich ein Leben. Ich würde sagen, ich gebe mir jetzt noch 2-mal Schoki zum Essen, damit er gut schlaft, und dann heisst das bereits schon Bedtime. Und Bedtime heisst natürlich für uns, die Episode ist vorbei und weiter geht's morgen in der nächsten. Bis dann, tschüss.